Wie kürt platt? Hallo alle und herzlich willkommen bei der zweiten Lektion unseres kleinen plattdeutschen Sprachkurses. Heute soll es vor allem um die richtige Aussprache der Vokale gehen. Dabei gilt natürlich wie immer, dass es regional und abhängig vom Sprecher immer kleine Unterschiede gibt. Seht dies also eher als Leitlinien denn als eiserne Regeln an. Ein kleiner Hinweis, der den meisten von euch sicher klar sein dürfte: Ihr könnt das Video natürlich jederzeit anhalten, um in Ruhe zu lesen und um bestimmte Stellen zu wiederholen. Die Vokale, also die Selbstlaute, heißen auf Plattdeutsch übrigens Egenlute. In der von uns hier verwendeten Schreibweise werden wir alle Vokale, welche am Anfang oder in geschlossenen Silben stehen, kurz aussprechen. Beispiele für Vokale am Silbenanfang sind zum Beispiel Aff, Up, Immer. Beispiele für Vokale in geschlossenen Silben: Platt, denn, Dochter. Am Ende auslautender Silben, also Silben, die in mehrsilbigen Wörtern am Ende stehen, werden Vokale ebenfalls kurz ausgesprochen. Beispiele dafür: Enne, Osse, Kenne. Steht ein Vokal in einer Silbe alleine oder am Ende eines einsilbigen Wortes, wird er lang ausgesprochen. Zum Beispiel Egen, Ule, Öven. Und To, Du, Fe. Wird ein Vokal lang ausgesprochen, obwohl er beispielsweise am Silbenanfang oder in einer geschlossenen Silbe steht, so wird dies durch Verdoppelung des Vokals angezeigt. Beispiele dafür: Aal, Ut, Ben, Schmöd. Dabei gibt es eine kleine Ausnahme, denn das I wird nicht verdoppelt, sondern ähnlich wie im Deutschen mit Dehnungs-E geschrieben, also IE. Beispiele: Mien, Dir, Wieschke. Die Aussprache von A, E, I, O, U, Ä, Ö und Ü ähnelt mehr oder weniger der deutschen Aussprache. Zusätzlich haben wir aber noch das dumpfe A, welches wir AO oder A mit Kringel oben drüber schreiben, und das offene Ö, welches wir Ö oder OE-Ligatur, also sozusagen das französische Ö, schreiben. Welche Schreibweise ihr hier benutzt, ist eurem persönlichen Geschmack überlassen, beziehungsweise dem, was eure Tastaturbelegung hergibt. Die Aussprache des dumpfen As ist ähnlich wie die Aussprache des AW in den englischen Wörtern draw, law, raw und so weiter. Man kann sagen, dass das dumpfe A irgendwo zwischen A und O liegt. Zum Vergleich: A, O, O. Beispiele für O: Horn, Schkorb, Jor. Die Aussprache des offenen Ös ist ähnlich wie im deutschen Wort Mörder. Zum Vergleich das normale Ö, Ö, und das offene Ö, Ö. Beispiele für Ö: Schköpe, Nömen, Wörder. Wenn ihr damit Schwierigkeiten habt, hört es euch einfach nochmal an.
Wie im Deutschen gibt es auch im Plattdeutschen sogenannte Diphthonge. Auf Plattdeutsch sagen wir auch Doppellute dazu. Deutsche Diphthonge, die ihr alle kennt, sind zum Beispiel ei und oi. Im Westfälischen haben wir besonders viele Diphthonge. Das sind uo und üö, beispielsweise Urm, Kurt, Örve, Kürning. Dann haben wir das AI, zum Beispiel in Hai, Deib und Ei. IE, UE und ÜE. Das E mit Trema wird auch das gequetschte E genannt, weil es hinter dem ersten Vokal gequetscht wird. Trema nennt man übrigens die beiden Punkte über einem Vokal. Als Beispiele haben wir zum Beispiel Biertken, Viel, Churt, Kurmen, Kürk, Kuernen. Ganz ähnlich funktioniert das gequetschte Ä. Mjelk, Vjerk, Dreppen. AU, also Au, und EU, also Eu, werden wie im Deutschen ausgesprochen. Im Fall von EI werden beide Laute jedoch getrennt ausgesprochen. Zum Beispiel Weg, beirven, beihlen. Bei der Folge IE ist uns das E ja schon als Dehnungs-E begegnet. Genau wie im Deutschen gibt es aber auch auf Plattdeutsch einige Wörter, bei denen beide Laute getrennt ausgesprochen werden. Zum Beispiel wir, nie und vier. Diese Fälle muss man einfach auswendig lernen, beziehungsweise das richtige Sprachgefühl dafür entwickeln. Zum Abschluss gibt es noch einen kleinen Dialog zwischen Saskia und Mats. Einige Wörter kommen euch nun vielleicht bekannt vor. Die komplette Übersetzung findet ihr ansonsten unten in der Videobeschreibung. Saskia und Mats sind sich in Kauphus toefellig in de Möd kwommen. Nu will se to Haup inkaupen. Ich brück Melk und Eiers. Und wat brückst du? Ich will wat für mine Vier kaupen. Du hast eine Vier? Wat fierst du dann? Wie willt Mitsommer fieren? Bist du auch kommen? Aber sirke doch, ich frei mi all, denn Lordus erst no Bär kieken. Das soll dann für heute auch reichen. Beim nächsten Mal schauen wir uns die Aussprache der Konsonanten mal etwas genauer an. Bis dahin, Rut Ron, Jue Timo.